Was Arbeitswerkzeuge betrifft, haben wir hier eine Reihe von Waffen ausgestellt oder vielmehr Objekte, die als Äxte definiert sind. Dieses Axtexemplar ist eines der jüngsten, chronologisch und typologisch, da es eine Öse besitzt, in die ein Griff eingesetzt wurde. Und das ist das Beispiel, das wir auch heute kennen, vielleicht aus Stahl gefertigt. Dies ist ein Bronzebeispiel und ist bekannt durch einige Quellen sowie durch einen einzelnen Anhänger mit genau dieser Form. Und es handelt sich um eine sogenannte Augenaxt. Was andere Exemplare betrifft, dies ist eines der sogenannten Malepegios, ausgestattet mit einer vertikalen Schneide, fast wie eine Axt, und hinten, daher der Begriff Malepegio, geformt wie der Teil einer Hacke oder Spitzhacke. Dies wurde wahrscheinlich Memha verwendet, um Bauwerke zu errichten oder auch um Holz zu bearbeiten. Einigen zufolge hätte es sogar einen Nutzen in der Schiffstischlerei. Dann gibt es die doppelköpfige Axt, wie sie in Santa Vittoria di Seri gefunden wurde und durch zahlreiche Exemplare in verschiedenen Museen der Insel, darunter das Nationale Archäologische Museum von Cagliari. Diese Axt mit Durchgangsloch für den Holzgriff ist mehr ein Symbol als ein Werkzeug, denn die Analysen zeigen, dass die beiden Schneiden nie die nötige Härtung erhielten, um gegen etwas schlagen zu können. Hier daneben sehen wir eine Reihe von Äxten vom einfachsten bis zum komplexesten Modell. Es gibt einfachere Modelle mit einer Fläche, dann Exemplare mit zwei Flächen, die mit einer zweiteiligen Form gegossen wurden, also bifaziale Objekte, bis hin zu bifazialen Objekten mit seitlichen Rippen, die deshalb als Äxte mit erhöhten Rändern bezeichnet werden. Hier sind verschiedene Modelle aufgelistet, vom einfachsten Beispiel mit einseitiger Form, also einem einseitigen Objekt, über bereits beidseitige Beispiele, die mit zweiteiliger Form hergestellt wurden, bis zu chronologisch etwas jüngeren Objekten wie diesem Modell einer Axt mit erhöhten Rändern und diesem anderen Modell einer Axt mit erhöhten Rändern, das allerdings nicht wie dieses in die Mittelbronzezeit, sondern in die Spätbronzezeit datiert wird. Diese Modelle wurden dann mit einem Holzstiel versehen, der auf diese Weise an der Axt befestigt wurde.